Okay, this is the outfit von heute. All white, a beige. Für Petra. Auch echt eine lange Sache, weil das anscheinend mir respektvoll. Wir gehen frühstücken. Das ist 9 Uhr. Wir wollen um 10:15 Uhr. Für dann um 1 Uhr bei unserem Airbnb zu sehen, weil du dann Check-in ist. Yes. How do you sleep? How did you sleep? Oh. Ça va, ganz gut. Wecker. How did you sleep? Naja, konnte nicht so gut ausschlafen. Also dann noch frei wackrig gehen und dann wieder richtig geschlafen. Mit okay. Ja. Ja, in dem Putz haben wir auch die ganze Zeit in sich Comedy. Ich eine Blubberin. Wird auch ein bisschen genervt. Mehr war. Okay. Tschüss. Wir machen Checkout. Und da fahren wir auf Petra mit mir den Tischstopp umfangen. Also, wir waren suchen im Wiesle, weil wir werden Suche brauchen für den Hotel zu bezahlen. Und wir haben 350 € gewesen und das sind einfach just, also auch auf Google, wir haben da wirklich einen guten Platz, weil du jetzt bald 1-2 das gehen, was auf Google steht. Wir kriegen 284 jordanische Dinaren, was aus sich krass ist, weil normal ich meine immer, den Euro ist ultra stark. Weißt du, ich gehe in 1 Euro und ich kriege 20 Dinare zurück. Gut, nein, du gehst in 1 Euro, sie gehen 80 Cent zurück. Also den jordanischen Dingen ist ultra stark, die Währung. Ja, es kostet auch mal nachher. Das ist genau. Gleich die Stadt rum. Ja, das ist richtig. Zum Beispiel an Argentinien, wenn du den 10 Euro das kriegst du 1000 argentinische Pesos oder was auch immer. Und ich meine, du gehst als Tourist einfach aufgezogen. Das ist die so 30 jordanische Euro. Und du meinst, das geht ja noch, aber das ist ja mehr an Euro. Das heißt, du bist dann am Anfang. Ja, also wir gehen da für unseren Platz 20 J bezahlt. Ich bin mir sicher, du gehst Locals, jemand einer 5. Ja, auf anderen Plätzen, ja. Und am Anfang mir noch so ein Souvenir für 35 Schott kaufen. Alle viel zu teuer Souvenir. Das ist ja viel mehr an Euro. Komplett crazy. 35 € wert nachher, okay? Ja. Das ist ja noch mehr an Euro. Die wollten für so ein Mini-Vase, also die war literally so groß, wollten sie 50 Schott, das sind alle 65 € oder selbst. Komplett verrückt. Du musst ein bisschen besser aufpassen, was da geht, weil ich meine, die Souvenirs für viel mehr billig. Ja. Wir sind schon so in ein Geschäft gegangen, wo ein bisschen mehr teuer war. Nee, die war aber gut. Aber, treff. Wir fanden noch andere, meine ich. Ja, meine ich noch. Okay, jetzt fahren wir bei einem Souvenirshop, den bekannt ist. Da sind wir auch gespannt auf die Preise, weil du kannst die Mosaiks kaufen. Und gestern und die Mosaiks da schon so über 150 Jordan. Also J, das heißt, das sind 150 J, sind alle 200 €. Für so ein kleines Bild als Mosaik. Komplett übertrieben. Aber. Alle, bis gleich. So, wir sind bei diesem kleinen Tischstopp angekommen. Wir waren noch schon in der Bahn. Wir haben uns 2 Tische gekauft. Für an der Wüste, wenn es dem Sand und so. Und auch für so Mundschutz. Und hat sich so dringend, den ist am Anfang ultra schön. Ich habe schon mal den Originalen von Jordan gekauft. Und wir haben uns noch so ein Mosaik gekauft. Also Mosaik von Petra. Den ist aber so gut verpackt, wir lassen den auch verpackt. Den weiß man vielleicht noch ein anderer Kehr. Wir landen dann irgendwann mal daheim. Mais ultra teuer. Ja. Also den hat 8 oder so, okay. 10. Mein hat 8, das sind 18 J, das sind ungefähr. Das sind bestimmt so 24, 25 €, das geht noch. Ja. Das ist aber noch teuer wahrscheinlich. Also die Tische kosten bestimmt nicht viel. Und der Petra-Mosaik, den hat 75 und den hat 50%, weil normalerweise kostet 150. Ich meine, sie so da. Also Preise sind so urwen angesagt. Ja, und bestimmt kannst du so raufhandeln. Du gehst da ultra. So. Ich gebe noch bestimmt für 30 kriegen. Also. Nee, wir wollen noch nicht die sehen. Nee. Ja, die strugglen schon genug, die Leute. Ja. Oh, ja. Obwohl 50-50. Wir sind alles nicht sicher, ob sie so viel strugglen. Ja, ich meine schon.
Also Das ist schon Eidelheit. viele Leute strugglen bestimmt nicht. Ich freue mich, ob also irgendeinem Touristen denken, ob sie da strugglen. Ja. Ah, du hast halt Bus stehen geblieben. Da kommen Bummscher raus. Ah ja, kann. Lo verdienen sie so. Ja. Gut, dass man für drunter war, das hat man kein Prozent gekriegt. Also, wir sind am Airbnb gekommen. Wir haben noch schon alles erklärt, was wir müssen wissen für Petra. Und 2 Tage zu machen. Ich meine, es geht cool. Ein kleiner Witwe Roomtour. Wir haben eine Dusche, Toilette. Okay, und dann ein Zimmer. Also, das ist tipptopp, das Bett ist auch ultra riesig. Und ja, wir gehen also Petra hat so ein schauen wie ein Touristenzentrum, wo es muss gehen für ein Ticket zu kriegen. Wir haben aber den Jordan Pass, das muss ich just weisen, dann kriegen wir ein Ticket. Und da gehen wir, trippeln wir bis bei Petra. Und dann muss man Shuttle holen, für dann auf einen anderen Platz zu kommen. Und dann mit einem Jeep noch auf einen anderen Platz, für dann Backdoor Petra. Das weiß mir eigentlich alles. Und ja, wir müssen ein bisschen Gas geben, weil ich da um 7 Uhr so. Und wenn man halt noch alles gemäht will kriegen, muss man so losgehen. Also, wir sind losgetrippelt, wir sind da. Wir trippeln die ganze Weg. Und dann hier ist die Treasury, also da wo wir hingehen. Und dann gehen wir nur noch weiter, da die geringe Weg. Für die Treasury von oben zu sehen. Da ist der Platz. Sie werden dann auf das Obeliskengrab stoßen, das im 1. Jahrhundert nach Christus. Hier fängt der Sieg an, also die Schlucht. Und die geht aber ein paar Kilometer, bis wir da bei der Treasury kommen. Die Mauer sind sehr groß. Ah, krank. Also du gerade gesehen, den Ding ist einfach huge. Den ist einfach so 40 Meter hoch. Und boah, also wir probiert Selfien zu machen. Drücken den Ding knapp so auf die Foto.
Mit Tröppel Luna weiter, weil anscheinend geht es auch nach einem Amphitheater, aber so richtig große. Und noch Sachen. Und wir Tröppel nach der Weg ab, für die Petra von Urwen zu sehen. Bist du mein Karte? Und ja. Den weg. Ja, hier ist ein Theater, also ein Amphitheater. Den ist einfach wie klein wie der von gestern. Wie gesagt. Krass aber. Ah, schwarz. Der hat einfach Leute angeritzt. Gesagt hast du so do it yourself. Ja. So, da werden wir richtig viel Trappen raufgehen, weil wir gehen kinderlich Gräber gucken. Und die sehen da oben. Und ja. Ja. Wie hat er gesehen? Also, wir sind hier von drinnen. Einmal ganz rundherum der Birsch, hier rundherum für dann Heina. Für die View von der Petra von Urwen zu haben. Also schön, dass du gehst von der Petra rapassen. Also die Birge ist hier riesig. Petra ist 40 Meter groß, so lang. Und da heißt sie drüber sind noch ein locker 40 Meter. Das geht nach Mai. Also ich gebe schätzen, die Birge ist 120 Meter hoch. Gebe ich mal tippen. Wir waren auf der Rückfahrt. Also es war schon ein stabiler Hike. Viel Bier drauf, mehr worth it. Also die View von Urwen können wir empfehlen. Und auch allgemein Umweg nach. Von der Urwen gesagt den auch den Amphitheater, wo wir für drüber gesehen haben. Und nach da hinten den Teil. Mit dem Teil machen wir morgen. Weil da fahren wir mit einem Jeep in die Richtung. Und dann machen wir back to Petra. Und da geht noch ein Mini-Petra anscheinend. Ja. Und da kommen wir morgen dieselbe Weg dann innen zurück bei unserem Airbnb. Und dann das Thema Petra aufgeschlossen. Morgen. Und dann trippeln wir rauf. Und da gehen wir mal ab essen. Das ist mal der Plan von der Lo. Komm mal. Ja. Mehr so Musik als weiter dann. Nee, ich meine das auch nicht so extra. Ja, ich weiß da nicht.
auf der Kamera gesagt, ich weiß nicht. Mehr heißt die Leute. Petra, Uwes. So, das ist schon dunkel gehen. Ich mache gerade Blut mit meinem Handy. Mit Trippello im Dreck. Ich bin jetzt bei so einem Souvenirshop. Bisschen Zeit, also ein bisschen sehr umgegangen. Noch ein paar Souvenirs gekauft. Das geht für ein bisschen billig, aber 33 J. Das sind ungefähr, oder 35 J war es. Das ist ungefähr so, ja, 40 €. Ein bisschen mehr eigentlich. Und ja, schon mal ein Set umgenäht fossil. Diese hier vorne anscheinend. Weil Jordan war immer Wasser. Ja, war in der Wasser. Again. Also war mir am Anfang. Und noch ein paar Magnete. Man rausgekauft. Ja. Wie? Ah ja, auch so ein kleiner Petra-Souvenir. Genau, hallo, es ist dunkel. Wir tröppeln die ganze Wehr ins Dreck. Und dann gehen wir aufs Essen. Yes. Boah, schöne Blond. Ja, das